Wir mögen auftäumen, wie sich das mit dem Fütter entwickelt. Das ist einfach noch zu freu, im Fütter dort was zu sagen. Sie eine Verletzung sind, die sind ja gar nicht so schwer. Er hat eine riesige Buhlen am Kopf und dort hat er ein bisschen Gedächtnislücken. Gedächtnislücken ist Gaut. Er hat mich Bett für Jahre noch nicht mal kennt. Und gestern Mittagessen abgewagt. Und er hätte löbet hei wie Lothar Matthäus. Und ewig hätte mich gefragt, wenn ich denn seine Brut wür, wieso dass ich denn also alt bin. Ja und abends hätte mich denn anhimmelt. Und jemand mit meine Leibe Lara, meine hart allerleibste Lara angehört. Ja, genau. Das hätte ich auch gemeint. Halt für diese Dr. Chicago oder so. Ich habe allerdings den Eindruck, als hat er gefallen an. Na, ist ja okay egal. Wir möchten noch eine Zeit lang Geduld mit ihm haben. Ich bin mir sicher, dass alles wer in der Regel kommt. Da druckt doch mal sie eine Zeit. Und da sind Sie sich wirklich sicher, Frau Doktor? Aber ja, mein Gern. Ich habe mit meinen Kollegen in Hamburg telefoniert. Der ist Spezialist, was Amnesie, also Gedächtnisschwund macht. Und der hat mir ganz klar vertellt, dass dieser Ort von Gedächtnisschwund wohl ganz selten ist, aber in der Regel ohne Probleme abläuft. Alles, was wir brauchen, ist tief und uns einfach immer kümmern. Aber wieso sind denn alle seine Sorgen so messnat? Oh, das ist eine komplizierte Geschichte, du. Ja, nun mag's das nicht so spannend. Kürze all. Ja, Mensch, heute Morgen gegen Glocke 5, da ist er aufgeworfen. Und Na, davon wird aber keiner so messnat. Nun vertellt's all, Herr Bessenbinner. ja, als er wach war, der hätte wohl gedacht, er wäre Flipper oder so. Der hat Mordspektakel gemacht und Rümme kriegt. Weißt du gut, als würde im Fahrtbaum keine Luft mehr kriegen. Tja, und ich wusste mir nicht anders zu helfen und helfen mit dem Pfleger von der Nachtwache in eine Badewanne legt. Ja, da ist er dann wieder ruhig geworden und noch ein paar Minuten wäre ihn schlagen. Was ist das denn? Wer mag dort denn so einen Krach? Das ist bloß der Klopper von dem Mann. Der kommt immer hier rüber und dann sperrt wie eine Partie Schacht hoch. Na, dann hat er ja den richtigen Namen aufkriegen, die Herr Klopper. Ich wünsche gegen morgen alle Tobe. Morgen. Die Mohren, die haben noch besser wesen können, wenn sei hier nicht so ein Krachmau getan. Ja, das darf mir auch leid, aber momentan ist das gar nicht so einfach. Wie soll ich das denn woanders morgen? Uah! Das ist das. Das ist die Lösung. Da kann ich doch bloß denken, was so einen gesunden Schlaf da unten machen kann. Mal hätte ich die Lösung. Ich habe gegrübelt und nachgedacht. Und du hast das doch so total einfach. Und mal ist alles klar. Aber Alfred, was ist mit die? Das ist so interessant. Was ist denn mit der los? Tickt der einmal wer gut? Da versteht ihr nicht, wie relativ einfach das ist. E ist mc hoch 2. Ha! So einfach. Masse mal Beschleunigung Tank Quadrat. Aber Alfie, was ist mit die? Alfie. Fummelst du doch nicht an wie Rübe. Versteht ihr nicht, was eine Krümmung von Ruhm und Tief Kontinuum für uns alle bedeutet? Da das Mittagessen in Taukunft Pflicht Affen an ob mal schmecken scheint? Ich möchte ju wohl bitten, die Herren. Hört so ob hier rümmete albern. Sei, holt mal lieber Schwester Vera und sei schön lieb mir einen Koffer mitbringen, damit ich hier noch säugen kann. Ich löwe Keffel. Ihr denkt, es ist Albert Einstein und nun mochte die Revolution für die Physikwelt. Papier, ich brauch Papier. Ich muss alles aufschreiben, nichts vergessen. Nee. Oh, wie arm, Schatz. Können Sie denn da wirklich gar nichts morgen? Ich denke, was halt du anstellt, du mögt wie mit Tür. Aber als Albert Einstein kann er ja nicht viel kaputt machen. Oh, dann wird wir hoffen, dass er nicht nochmal eine Atombombe bastelt, ne? Und ich liegst hier im Keller und vorbei.
Hier bin ich, Frau Doktor. Ich habe einen Sturm im Liegen dort und wegen liegt's los. Schwester Vera, gaut, das sei Aldor sind. Papier, endlich Papier. Aber nicht doch. Teufel, ich kann sie helfen. Die Waldesel. Was habt ihr da angestellt? Keine Sorge, hei ist bloß ein Beten K.O. und liegst wieder dort. Ist nix weiter passiert. Na, den schleppt halt wohl erstmal wer. Ich mag mich nur auch immer andere Patienten kümmern und kicke Lökers nur alles hin. Möchtest du alle Kind und noch ein Fan? Die Arbeit erledigt sich nicht von alleine. Gott, Mann. Ich werd gaut ob ihn aufpassen und regelmäßig rinkieben. Würden Sie denn wie mir auch mal kicken? Dann tschüss. Ja, Tschüss. oder wie nie. Also ich habe Ihre Hilfe dringend nötig. Ich müsste nämlich mal auf Klo. Kein Problem, Herr Klopper. Ich werd just den Zivi Robert Bescheid geben. Der ist den Glicks hier und kann Hand anlegen. Ach, ich glaube, das ist denn ergaut. So dringend ist das wohl nicht nötig. Ich werde den wohl alles späten. Bitte klingelt sie oder raucht sie mir oder Oberschwester Hiltrud, wenn Herr Heinze wer zu sie kommt. Ja, ganz klar. Hier, was nennst du? Recht viel los? Ja, Chlor. Los, anfangen. Hast du auch gehört? Letzte Nacht, dass sie letzte Nacht geklaut hat. In Zimmer 107 hat sie einen Patienten die Breiftaske mit 20 € und die Armbanduhr geklaut. Einfach so, von Handgelenk. Boah, der Mutters Kerl ja aber nicht was von verstorben. Also ich würde das sofort machen, wenn einer an mir rumgefummelt. Hier, stell einmal die Figuren für auf. Ich muss noch schnell meine Pillen schlucken, ehe die Hustrache mir umgrüßt. Du magst mich Spaß. Sag mal, woher kriegst du eigentlich mit, dass ich momentan werden Handlaum bin? Ja, mir leid, Kurt. Aber du scheinst immer so quicklebendig, dass ich das mit den Abend ständig vergesse. Kannst du mir müsste. Guten Morgen, die Herren. Ich will hoffen, dass Sie alle brav Ihre Pillen genommen habt. Sag ich mal, habt Sie sich hier verloben? Ich? Ja. Ja, kann angehören. Also normalerweise höre ich noch nebenan. Aber mit meinen Zimmerkollegen, die nun komplett im Gips liegt, kann ich ja nicht mal. Ich sei, was du nicht so spielen. Na, wie das Schinn. Ruft sich mit der noch keiner darum kümmern. Die schleppt ihr doch die meiste Zeit. Das sagt sie so. Sie sind ja auch nicht die Erste, mit denen er gehört, wenn er wach worden ist. Die Hauptarbeit, mit denen er weggeholt. Na, das kann doch wohl nicht Altausch vorwähnen. Die Schwestern sind doch nicht wie Wäge. Sie braucht doch bloß noch Ostern klingeln. Sie können kaum hören. Ich mein, mit nu wirkt immer recht so früh, wenn er wach worden ist. Aber was ist, wenn er darum kommt, dass er vielleicht Jack the Ripper ist? Und mit dem Teelöffel auf mir losgeht. Na, dann habt ihr einen Kumpel an eure Seite, der helfen kann. Uah! Oh, Jack the Ripper rügt sich. Haben Sie gerne Breckschauen, wo Sie mit wehren könnt? Na, Herr Heinze, wie freut Sie sich? Was ist passiert? Oh, Julia. Julia. Was ist passiert? Bin ich letzte Nacht vom Balkon fahren? Sie sind hier in die Unfallklinik Stöltnau. Sie haben einen schweren Unfall. Julia. Leiste Julia. Was kommt, was sind noch nicht Wörter auf deine Lippen? Du hast doch die Lerche und nicht die Nachtigall, die allmorgendlich Erleidzungen hätt? Oh Mann, ey. Du hättest ja noch was da vorten. Du hast doch die Wolle besser, wenn du beide Arme in Gips hast und die Süms nicht mehr den Moos kratzen kannst.
ja, mit Stern. Ist das ein Knecht von deinem Vater? Komm, die morgen eine Siete. Und könnt wir darunter verlauten. Wo ist mein Degen? Hätte einer mein Degen klaut? So wart ich denn den mit meinen eigenen Händen würge. Ey! Ah! Hilfe! Was ist passiert? Ich komme hier just vorbei und hab blutender Puls anhört. Da ist mir an den Gurgel gegangen. Wie so ein wilden Bullen ist er irgendwie los. Wenn der Herr Bessenbinder mich nicht bistaunen hat, Du übertriebst sie mal nicht. Das würde wohl eher ein Namen Kanickelbock. So schwach wie die arme Kerl ist. Hallo, Herr Heinze? Hört Sie mir? Schien so, es will Herr Wehr weit wege. Vielleicht schön wir doch lieber Frau Dr. Wusler rufen? Ach, das wird wohl nicht nötig werden. Don Quixote und Sancho Panza werden wohl nicht gute Augen lauten. Kommt sie, wie möchte ich der Mittagessen verteilen? Freiwehr Gesangsverein, das hätte ich mir doch gedacht. Der ist nicht ganz so harmlos, wie die Doktor sie immer sagt. Also, ich löw, mit dem Team, ihr kommt ja als Yeti. Min vielleicht, ich bin Reinhold Messner und will mich hier in seine Höhlen verschleppen oder so. ja, nun macht sich mal keine Sorgen. Ich bin ja auch noch da. Wenn das nötig wird, dann könnt mir eine arme, jo richtige Verschlaghammers werden. Das hätte ich just sein. Danke, dass du mir die Kehr von dir geholt hast. Aber egal. Hier, lass uns nur anfangen. Ehe die Fußtrage wieder aufgrünst. Mit dem Mittagessen, wo die Mittagessen zu sehen. Wie meinst du mit Wesen? Was losgeht? Wo sind die Generäle? Isolani! Ilo! Ich werde die Schwedendrücke holen. Sie nervt sich sonst eine andere Stadt nach der anderen für. Ah, General, endlich! Und Plan recht lenken. Die Schweden fangen an, mich zu ärgern. Die nervt sich eine Stadt nach der anderen für. Dann bin ich wohl was in der Nähe, bleibst du bis zur Aktion noch da, nicht lernen. Schweden? Da hatte ich Joa? Von was könnt ihr denn da? Liebe General, vertell's dir, was ist passiert? Aua, Lotze los! Sie spinnt wohl! Was ist denn nur wer los? Die faselt hier irgendwas von datigehörige Schweden und gehört nie mit General an. So einer mal doch in die Klapse. Ah, Feldmarschall Ilo, da sind sie endlich. Die Stern hat für mich einen grandiosen Sieg vorhersagt. Ey, der geht wie auf den Sack. Das ist besser, du gibst entweder einen mit der Kotzbleck über die Rübe. Schweden? Ilo? Sterns? Das hätte ich doch verkündet, erst im Theater in Neinburg sein. Das ist Wallenstein. Ihr denkt, hier ist der Feldherr Wallenstein und den datigehörigen Krieg. Lass uns keine Zeit verlieren. Wie meinst du mit Wesen? Dann los gehabt. Ey, nu los, nu teilen endlich eine Rover. Mensch, wär's doch nicht so groff, tu den armen Kerl, Mensch. Klinge leider noch als Schwester. Düvel noch mal, kannst du mir mal sagen, wie ich das von morgen schall? Mann! Ah, so ein Chido, ey. Ich mag das, ey. Dieser verdammte Gustav Adolf.
Die wart in eine Quere kommen. Oh, was ist hier denn nur allwehr los? Hier denkt, es ist Wallenstein und will mit seinem Trupp die Schweden vertrieben. Wird für irgendwas gehen, damit heiß ich beruhigt, Frau Doktor? Nee, noch nicht. Ich will mir das leider noch mal eine Zeit lang mit ankicken. Welcher Bibervolk denn hier? Ihr habt nur keine Tiet für wüste Orgien. War nicht interessant. Wie wird eine Studie aber im Morgen und das als Praxisfall in Ärzteblatt veröffentlichen? Das wird mir eine Lütke-Klinik so richtig berühmt morgen. Aber ich will ja eher für die Breckschulen. Was habt ihr nun für, Frau Doktor? Ich werd versäugen, ob er sich ob irgendwas besinnen kann, immer im Trigo in die Gegenwart holen. Mal seine, ich habe sie ne Brutbän vor persönliche Sorgen von Tahuse mitbringen. Was habt ihr dort? Das ist ein Fotoalbum. Vielleicht kann halt sich ob das ein oder andere besinnen. Scheiße, wie was aber leid. Die war die Schlachter verstorben. Oh nee! Oh nee, oh nee, oh nee! Oh doch, das tat mir nur leid. Das wollte ich nicht. Er hätte sich ja wohl nicht ernsthaftig verletzt. Nee, es wird nicht so gut. Vor momentan wäre nichts antaufangen. Das ist so wunderbar. Das gab also auch eine Schlacht mit Use Wunderschollen. Versorgt sei mal, das halt wert Tausend kommt. Ich will mit dat in der Säugen für da morgen. Herr Heinze! Hallo, Herr Heinze! Upwocken! Uah! Was ist das denn hier? Ist das eine Dornbirkskapelle? Wir hätten hier sowas aufstellen. Die seid hier unter, als würde ich da dösig eine Packung Heunersuppen obtarieren. Auf nicht könnte ich hier mörderisch laut singen. Laut mal was hören. Also ich will ja eher für die Breckschulen. Herr Heinze, nun kickt Sie sich doch mal diese schönen Fotos an. Soll ich mal die Schreckschuhen mit die im Arm nehmen oder was? Nee, beruhigt Sie sich. Das sind doch wunderbare Fotos von Ihrer Familie. Roten Hopen Schied ist das hier. Willst du, wie du was vorsingen oder leider mit dem Bett? Das wäre natürlich praktisch. Wo hat er jetzt all inne liegt? Sag mal, du Reserveförster, von was für einem Planeten sind die beiden Komiker denn auf die Erde plumpst? Herr Heinze, nun kickt Sie doch mal dieses Foto an. Da sind Sie doch mit Ihrer Brut im Urlaub. Kiek an, das wär Malle. Das kann sogar einer sein, der nicht kicken kann. Aber was ist denn das für eine Schnickse? Oh, aber Herr Heinze, das ist doch Ihre Brut. Wenn das eine Brut ist, bin ich wohl der Kaiser von Mao Christo, oder was? Au, was? Mao Christo. Das liegt doch irgendwo achter Montevideo oder so. Die beiden Schwienstrieber sind ja auch noch da. Habt ihr überhaupt was anderes da als die Luft auf verpesten, die Schiffschaukel, Bremser? Also wir Dormite da nicht, die liegt's wieder Kotzbleck aber die rübete Teine, damit du Füller träumen kannst, du Fischkorb. Mensch, beruhig die doch. Frau Dr. Wusler wird das morgen. Ja, Morki. So, Herr Heinze, nun kickt Sie sich doch dieses Bild mal an. Das ist doch ein Bild von der goldenen Hochzeit von Ihrer Öllern. Einzig, was nicht golden ist, das war die Heiligenschina, die in Döskopf gesöhtiger wohl muss. Vielleicht schön wir doch mal was anderes probieren. Kiekt Sie mal, was ich hier hef, das ist doch Ihr Trikot. Und Sie sind doch ein Fan von Usen SC Uchte. Hau doch bloß ab, du Blubbertrine. In eine Mannschaft, die nie abstiegen wird. Und wenn sind, so kriegst wir durch. Sie haben vielleicht ein Trikot von den Bayern nähen-Schild. So eine Schocktherapie. Schall so ein Minzgenjungen manchmal total umgekrempeln. Ich glöf, wie kommt hier kein Werden Vierer? Vielleicht schön wir erstmal eine Pause morgen. Hallo, mir ist schon richtig was los. Na, wie geht die das, mein Schatz?
Noch so ein Maiskolben. Da warten ja langsam auch der Blödchen prägen geworden. Ich denk, Sie hätten mir im Bett mal zu erklären, Frau Dr. Wussler.